Geschichten uit onze Geschichte Nummer 32. Ditmaal wordt van unserem Reitmerken im Jahr 1949 zum eine vollkommenere Landkartmerken von den mennonitischen Siedlungen in Darpa und der Cuauhtémoc Umgegend in Chihuahua. Von den Mennoniten ihre erste Landkarte in Chihuahua, Mexiko, von den Mutterkolonien Manitoba und Swift Current, es in dem von Walter Schmiedehaus geschriebenen Buch Ein feste Burg ist unser Gott, wohnt 1947 gedreckt, rütgegeft und auf dem Markt zum Verkaufen gebracht wird, eine Kopie in jeder Buch angelegt worden. Und dort gab in Chihuahua bis 1949 immer noch mal bloß diese erste, als sehr unvollkommene mennonitische Landkarte. Ab beide mennonitische Siedlungen in Chihuahua wären über die Jahre überall Niederdarpa gegründet und besiedelt worden. All Land ab beide originale Siedlungen wir all für Jahre besiedelt worden. In Büterdem hatten Gruppen von mennonitischen Formen von beiden Kolonien, auch all auf verschiedenen Städten, Büter der Kolonien, Ländereien gekauft und Niederdarpa gegründet und angesiedelt. In der altkolonischen Mutterkolonien, Manitoba und Swift Current, hatten 1944 auch all Taub den Ojo de la Yegua Rancho gekauft, als Siedlungsland für ihre erste Tochterkolonie, die Nordkolonie in Chihuahua. Und daarboven wären auch all 13 Niederdarpa angelegt worden. Ein neue mennonitische Einwanderer, Kleingemeinde und Altkoloniegruppen von Kanada hatten all den Los Hawaiis Rancho gekauft und wären 1948 auf diesem Land in Chihuahua angesiedelt. Aber dort gab immer noch mal bloß diese erste unvollkommene Landkarte oder Mapa von der altkolonischen Swift Current und Manitoba-Kolonie, Darpa in dem Bustillo-Zoll in Chihuahua. Keiner hat scheinbar den Mut abgebracht, mal eine zeitgemäßere, vollkommenere mennonitische Landkarte zu merken, wo boven mal waren alle mennonitische Darpa und der Cuauhtémoc Umgegend ordentlich und angetekend stunden. Die Nachfrage nach einer vollkommeneren Landkarte wird all jeder Jahr immer noch größer. Immer mehr Menschen, Mennoniten und Mexikaner, und besonders auch Touristen aus anderen Ländern, wenn die mennonitische Siedlungen in Chihuahua besuchten, fragen an unserem kleinen Bürgerstuhl an, ob dort nicht wohl eine vollkommenere Landkarte gibt, wo nur alle mennonitische Siedlungen in Darpa und der Umgegend abweist, und ob wo nur auch die am meisten gebrauchte Erdwege durch die Kolonien und von einer mennonitischen Siedlung nur der andere im Bett angetekent stunden. Als uns Vater Gerhard J. Rampel im Januar 1945 von seinem Vorsteheramt losgekommen war, dann kauft er dort Trecker geschafft und uns Großvater Johann W. Rampel 1925 im Oktober von Manitoba mitgebracht hat nach Chihuahua. Großvater war aber im Februar 1927 gestorben. Und von 1927 bis 1945 hatten unsere Onkels Jakob A. Ernst und Bernhard A. Ernst in Rosendahl der Trecker geschafft, geehnt. Sie hatten dort geschafft und diese 18 Jahre bedienend vergratet und hatten sogar Bibeln und Gesangbücher gedreckt mit ihrem kleinen Trecker geschafft. Nu aber von 1944 an irgendwie dort geschafft. Der Trecker geschafft auf eine eigenartige Geschichte hängen sich. Und vielleicht soll die Geschichte von diesem Trecker geschafft auch nochmal in Einzelheiten verteilt worden. Oder wenigstens die ganze Geschichte davon abgeschrieben und geschichtlich festgehalten worden. Als wir dort Trecker geschafft und auch einen kleinen Buchhandel hatten, in Blumenart, dann kamen viele Sommerfelder und Altkolonien bei unserem Geschäft an, wenn sie bei Cuauhtémoc gekommen wären. Und von am Fahrjahr 1948 an kamen noch von den nie angekommenen Einwanderern von der Quellenkolonie, Kleingemeinde und Altkolonie bei uns an, wenn sie mal nach Cuauhtémoc kamen. Und immer mehr Menschen fragen nach einer vollkommeneren Landkarte. Die Nachfrage nach einer Landkarte
wonen alle mennonitische koloniën in Darpa en Koktemok omgehend opwijs, die wordt emigraten. En ik geloof dat we im Februar 1949, dan moet ons vader Gerard J. Rempel de Entscheidung, dat hij dat werden wordt, geld te investeren in een vollständige landkaart maken laten, zum verveelvuldigen en verkijpen. Een kaart van alle mennonitische koloniën in Darpa en de Koktemok omgehend. Om al die informatie oder al dat materiaal voor zo'n ondernemen te zamelen, neemt vader zich den damals zo zeer beroemden Manitoba-kolonie landmeter Heinrich J. Martens van Neuenburg aan. Martens weer dan al bij zeer vele van de nieuwere landvermetingen voor privaatgroepen, want de meersiedlungsland buiten de mennonitische koloniën koften en door nieuwe Darpa aanleden, landmeter geweest. Hij had ook bij de nieuwe Darpa op de Manitoba-kolonie aanmeten geholpen. Martens weer in 1945 ook de hoofdlandmeter geweest, bij dat ook de Leeuwenland voor de Noordkolonie aanmeten. En Martens halt 1948 ook dat Los Hawaii's land en Darpa aanmeten voor de nieuwe mennonitische aanwoner, voor de kleingemeente en oud-kolonie van Canada, woont de kwellenkolonie wordt. Zodat hij al zeer veel landkaartmateriaal op papier en aan zijn schrijfdesk-schuifladen had. Geen mennonitische kolonist in Chihuahua had zoveel ervaringen met land aanmeten. Keiner had zoveel landkaartenmateriaal als Hendrik Martens in Nienburg. Ons vader zijn Entscheidung weer damals, dat des beroemd gewordene landmeter Hendrik Martens en ik topte aan arbeiten zullen, dat materiaal voor een nieuwe landkaart te zamelen en dan een tijdgemäßere, volkomenere landkaart opstellen zullen. Eine kaart wonen alle mennonitische siedlungen in Darpa en ook de am meisten gebruikte Erdweg über en zwischen mennonitische siedlungen in Darpa abwiesen soll. Wils Martens de Hauptlandmeter geweest weer beim dat land van de Mojo de la Yegua Rancho aanmeten voor de oud-kolonische Swift-Current en Manitoba-koloniën, wonen het land topgekocht en daarboven de eerste dochterkolonie in Chihuahua gegrond hadden, had hij al die genaue Einzelheiten van al deze Darpa op papier. En wils hij ook de Hauptlandmeter geweest weer beim dat land van dem Los Hawaii's Rancho aanmeten voor de kleingemeente en oud-kolonie van Canada, had hij ook al alle Einzelheiten op papier van al deze nieuwe Darpa. Zodat hij van dem materiaal en zijn schrijfdesk-schuifladen deze ganze nieuwe siedlungen ook al ganz leicht kon poort van een nieuwe, volkomenere landkaart merken. Dat heet, waar man eerst door een traag gevangen had, krijgt wo dit Los Hawaii's land op de landkaart te liggen kwam, of te liggen komen wordt. De Sommerfelder hadden ihre originale uitmetingen van ihre siedlungen en Darpa ook op papier, zoals de Mexicanische ingenieros, die in 1921 uitgemeten hadden voor de Santa Clara Darpa en ook voor de Darpa Halbstadt nummer 54 en Bergtal nummer 40, den ihre landkaarten brukt, wie ons ook bloos liehen, en zo broken als die van de Mexicanische ingenieros in ihre ene landmeter 1921 gemerkt worden wären. Aber um diese Siedlungen an de mennonitische landkaart richtig genannt tekenen te können, moesten we ook nog eerst genau uitmeten en terechtvingen krijgen wo die te liggen kwamen oder te liggen komen worden op de landkaart. Van al die nieuwe Darpa op de Manitoba en Swift-Current siedlungen had landmeter Martens ook al de neidigste aanmetingseinzelheiten. En de landtitels van de Darpa Heiboden nummer 30 en Hoffnungsau nummer 31 wonen een kleine groep kleingemeenten van Kansas 1924 gekauft had en ook van Mexicanische ingenieros voor ihren landtitel vermeten worden weer, den liet we ons ook. En van zo'n Darpa als Altneu nummer 34, Neuhof nummer 36, Steinreich nummer 38, Springveld nummer 41, Blomstein nummer 42a, Rüdnerweide nummer 42b, in Sprengtol nummer 50, Cordovana nummer 44, wonen al alle privaat van groepen van mennonitische buren zwischen Rubio en dem Ojo de la Yegua land
gekauft und besiedelt worden wären, wo auch von mexikanischen Ingenieros angefertigt worden wären, die Lied Mortis sich auch alle taub, denn die brucht wir auch dort um all diese Dorpen auf der reichmäßig steht auf der Landkarte in Antekenen zu kennen. Mortis wir, die sind viele Landmäten auch mit vielen mexikanischen Ingenieros bekannt geworden und auch mit vielen Grootgrundbesetter oder Landeigentümer von großen Ganaderias, wo ihre Wesländer zwischen und die mennonitische Siedlungen herum lagen, sodass er auch den ihre Landtitels leicht liehen kann, wo uns dort daran fehlt. Kort, was immer uns zum eine tijdgemäße Landkarte merken fehlt, dort hat Mortis entweder all top gefangen oder er weiß wenigstens, wo er dort top finden kann, als er und ich anfangen, top zu merken für eine neue Landkarte. Und dann, ich glaube, dass wir 1949 im Februar, dann fuhren Landmeter Henrik Mortis von Nienburg und ich taub einen Tag gespart an den Anlegschen Boy, fuhren da so weit ab, als die Pier den wir göttlich tragen können, spannen da uit, leden fair und hingen jeder Rad einen Stein, bungen die Pier dann wir an, geben die Futter, nehmen uns Eten und Landmeter Apparat und kletterten ab dem Boyen ab, was ab den runden Knobbel am Südosteng vom Boy. Krieg, was ab der steht, wo wir Krieg hier in der Nienbäusche Dwergaslinie wären. Und von dieser Stadt aus macht wir uns eine bestimmte Stadt bei dem Dorf Anlage Nummer 11, sodass wir den genauen Punkt weiten oder ausrechnen können, kriegt, wo wir uns Apparat mit dem Kompass auf dem Boy stehen haben. Und als wir ausgerechnet haben, kriegt, wo uns Apparat stand, dann sagt wir uns von dieser Stadt aus, durch dort Transit, Telespektiv oder Teleskop, der Ojo de la Yegua Hacienda, wo eine Newport von dem Dorf Kronsfeld Nummer 62 war, und auch noch ein paar andere bestimmte Städten und der Westseite auf dem Ojo de la Yegua Land, und so eine Dörfer aus Hochtal Nummer 59 und Lichtfeld Nummer 67, und schreiben dann ganz genau ab, wo eine große Nummer ans Apparat stand, wenn sie ein Telespektiv auf diese Städten, auf die Nordkolonie hinweist und so weiter. Diese Großnummers sollen uns nachher beim Landkartmolen helfen, den ganzen Ojo de la Yegua Landplan auf unsere Karte kriegt, weit genug Osten und Norden zu schieben von dem Manitoba-Kolonie Landplan. Als wir auf dem Boy mit unserem Mäten und Abschreiben fertig wären, dann stehen wir darauf von dem Boy, spannen Mortis erpiert, verrehren schmacken, Greentank werben und fuhren bad an der Dorf Bergtal. Beim auf dem Anlegschen Boy und abklautern, stand ich da eben, wo storch Mortis wär. Wir mussten ja uns eten, uns Wasser und unseren Dreifoten dort Landmeter Transit, dort Telespektiv oder Teleskop mitten abdrehen. Und während Mortis dabei eine viel schwandere Weg durch als ich, klettert er doch noch böse ab als ich und wird dabei lang nicht so schön mit als ich. Hängerub ihr bemaut wie, kriegt wo wie dort wir von der nördlichsten Spitze vom Manitoba-Kolonie Landplan, bei der Südwest ich von dem Heibodenschen Land. Wir bemauten noch ein paar andere Enge zwischen bestimmte Flecken Land. Ich habe aber nicht mehr beholen kriegt, was wir alle gemeten haben. Aber ich weiß noch, dass wir bei unserem Mäten auf einige geliehene Landtitels, wo die mexikanischen Ingenieros gemerkt haben, fangen, dass den ihre angegebenen Moten auf die Titels auch nicht immer ganz korrekt stammten. Als wir hier mit unserem Mäten fertig wären, dann fuhren wir bei dem Dorf Bergtal, Nummer 40. Da hat Mortis sein ehemaliger Jugendfreund von Blumenort Nummer 22, Jakob Wieben Franz, ein Stur. Und als wir da an das Stur hinankamen, dann bereisten diese zwei Jugendfreunde sich noberlich aus Sonne und verschwungen. Das heißt, sie gingen an die sogenannte Parkkammer hinein.
Während diese Jugendfreunde da binnen wären, an de Park kommen, kon ich da am Stuhl zitten en luren. En als de endlich war dat terug aan het stuur en aankomen, dan mocht ik voort dat ze beide een beet toediep en de bordelen aangekijkt hadden. De zon weer über dem al zeer leer gezonken en we willen nog toenach wat Lichtveld nummer 67 bij mijn broeder Knals Rampels zijn. Op diesem Weg nog van Bergtal Bad Lichtveld vertelde hem je moeders mij mancherlei wat ik dacht hij niet gedaan haben würde, wanneer hij dat niet gedieselt had. De maan schijnt aan diesem Abend so klar, dat moeders scheinbar immer krijg wist wo hij fahren wil. Oder wir not vielleicht seine Pied wohnen den Weg krijg wisten. Denn die hadden am op diesem Weg al viele Mal geviert. Dat werd laat, aber wir kamen noch gelegentlich wat Lichtveld aan zur Nacht. Am nächsten Morgen fuhr Bruder Knals mit seinen Pied in Wehren mit uns taub auf einem Boy Westen von Lichtveld so weit hinab, als die Pied in Wehren tragen können. Da spannen wir die Pied uit, leden grote Steine ver en hingen alle Feierräder, bongen de Pied am Wehren, geben de Futter, nehmen unseren Apparat, eten en Water en klauterten, wat op de höchste steht vom Boy. De Spitz von diesem Boy wir auf dem Landtitelplan genau betekend, zodat wir korrekt wisten, auf wo steht wie da wären. Da stellen wir weiter unseren Apparat, das Transit oder Telespektiv an und sagten uns von da aus bestimmte Städten am Siedelchen, Nordelchen, Ostelchen und Wastelchenport von dem Los Land, das heißt Städten, von wo wir die Geneve steht, ab die Landtitelkort von Los Westen. Wir schreiben dann weiter Krieg ab, was unserem Apparat sein großen Meter weiß, wenn uns Teleskop nur diese Städten haben weiß. Und so deed wir dort von ab diesem Boy uit auch mit bestimmten Städten ab die Santa Clara Siedlung an die südwestliche, nordwestliche, südöstliche und nordöstliche Süden. Mortes hat sich auch all die 40 ihre Landtitels mit ihren Betegnungen von ihren zwischen de Ojo de la Yegua, Santa Clara und Los Ländereien geliehen, sodass wir nu reit wären zum von hier zurück nach Hus fahren. Nu haben wir alle Einzelheiten gesammelt, um an unser Landkarte wieder arbeiten zu können. Als wir zurück bei Blumen gekommen wären, dann arbeiten wir beide, die Mortes und ich, in unserem Drecker geschafft auf große Daschen, Atelier der Top an unser Landkarte. Danach fuhr Mortes nach Hus. Sie wohnten hier in Nienberg. In Somalius kam er weiter nach uns. Und wir arbeiten weiter wieder an uns Projekt. Das gibt viel zu bemeten und zu berechnen. All die verschiedenen Landtitels mussten nur die selbe Scale gemalt werden. Und die mussten alle nur ihre rechtmäßige Städte auf unsere Karte angeschoben werden. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von unserem Reitmerken im Jahr 1949 zu meiner vollkommeneren Landkartmerken von den mennonitischen Siedlungen in Darpa und der Koptemung am Jagd in Chihuahua. Bis nächstes Mal, ich bin George Rampel.